Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gedenke, o Herr, unserer Freunde, die uns hassen und viel Leid uns antun. Erleuchte ihre Herzen, um sie zu Liebenden zu verwandeln. Zeige ihnen dein Licht und die Schönheit deiner Herrlichkeit, um sie zu deiner Herde zu bringen. Herr, erbarme dich. Gedenke, o Herr, derer, die ihr Blut um deines heiligen Namens willen vergossen haben, und nehme ihre Seelen bei dir im Paradies der Freude mit allen Engeln und Heiligen auf. Schenke Trost ihren Angehörigen, den Vätern und Müttern, die ihre Söhne verloren haben, den Frauen, die verwitwet wurden, und den Kindern, die zu Waisen geworden sind. Gib ihnen, dass sie spüren können, dass du Vater für den Waisen und Anwalt für die Witwen bist. Heilige Jungfrau Maria, ein Schwert war in dein Herz gedrungen, als du deinen einzigen Sohn am Kreuz leiden sahst. Wir bitten dich, für jede Mutter zu bitten, deren Herz sich in Feuer entflammte, als ihr Sohn durch die Hand der Treulosen, der Hasser und der Terroristen ermordet wurde, damit dein Gott und geliebter Sohn ihr Trost schenkt. Gedenke, o Herr, der Verletzten und Verwundeten, heile sie, denn du bist der heilende Arzt. Du sagtest, ich bin der Herr, dein Arzt. Hiob sagt über dich, du verwundest und verbindest, du schlägst, doch deine Hände heilen auch. Gedenke, o Herr, derer, die mit Unrecht gefangen genommen wurden, rette sie, wie du damals Petrus vom Gefängnis gerettet und die Gefängnistoren Paulus und Sila geöffnet hast. Rette sie und bringe sie erfreut und heil zu ihren Familien und Gemeinden zurück. Gedenke, o Herr, der entführten und vergewaltigten Mädchen, bringe sie heil zu ihren Familien zurück. Wie du mit den 3 Jünglingen im Feuerofen warst, bleibe bei diesen Mädchen und rette sie vor dem Feuer derer, die sie umgeben. Gedenke, o Herr, der einfachen Bauer und Arbeiter, deren Kirchen zerstört und deren Häuser verbrannt wurden. Gib ihnen Kraft, Hilfe und gleiche ihnen ihren Verlust. Gedenke, o Herr, deines Landes Ägypten, von dem du sagtest, gesegnet ist Ägypten mein Volk, denn aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das Land, das du gesegnet hast durch deinen Aufenthalt dort, rette vor der Hand des Bösen und des Terrorismus und verbreite deinen Feinden deinen Frieden in seinen Bewohnern und in allen Konfessionen. Gedenke, o Herr, all deiner christlichen Kinder auf der ganzen Welt, die verfolgt werden. Umzingele sie mit deinen Engeln und rette sie vor jeder Bedrängnis. Gedenke, o Herr, der Herrscher, der Verantwortlichen in der ägyptischen Regierung und der Armee und der Richter. Setze in ihre Herzen das Licht deiner wahren Erkenntnis. Gib ihnen Gerechtigkeit und Erbarmen. Lass sie friedlich über die Kirche und das ganze ägyptische Volk denken. Gedenke, o Herr, aller Machthaber auf der ganzen Welt, damit sie den ungerecht Behandelten Gerechtigkeit und allen Leuten Gleichberechtigung schaffen und den Armen, Schwachen und Behinderten ein menschliches Leben ermöglichen. Rette die Welt, o Herr, vor Teuerung und Epidemien, vor dem Schwert des Feindes, vor der gezwungenen Vertreibung und vor dem Unrecht der Herrscher. Gedenke, o Herr, der Einheit der Kirche auf der ganzen Welt, damit wir alle eines Herzens, eines Denkens und einer Seele werden. Gedenke, o Herr, unseres Patriarchen Papst Shenouda und die Oberhäupter aller Kirchen von allen Konfessionen auf der ganzen Welt. Gib ihnen Weisheit, Beistand, geistliche Wegleitung, damit sie das Schiff deiner Kirche auf der stürmischen See dieser Welt unversehrt führen, bis du kommst und die Kirche in dein himmlisches Reich führst. Amen. Jesus wurde 39 Mal geschlagen und hat eine Dornkrone bekommen und eine Lanze an der Seite. Und der Herr lehrt uns die Kirche, ihn um sein Erbarmen zu bitten, 41 Mal. Alle zusammen. Kyrie.
Ich möchte unsere Solidarität mit den Opfern und mit all denen, die zu leiden haben, zum Ausdruck bringen. Und der beste und intensivste Ausdruck ist und war und wird bleiben das gemeinsame Gebet. Und deshalb denke ich, haben wir in diesem Augenblick das getan, was wir am besten miteinander tun können und was vielleicht auch das Nachhaltigste ist, dass wir miteinander darum beten, dass Gott Frieden in die Herzen aller senkt. أشكر كل اللي شاركونا وحضروا وتعبوا وجوا معانا النهارده وشعروا بالآلام والجراح التي جرحنا بيها. Ich danke heute allen, die gekommen sind und fühlen, was für ein Schmerz wir leiden. Ich bitte, dass jeder, der etwas für dieses Thema machen kann, der soll es machen, und zwar mit aller Kraft, und Gott wird es ihm vergelten. Die erste Sache, die alle tun können, Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, ist, dass wir beten, und wir sind sicher, dass das richtige Gebet mit großer Gläubigkeit und mit von Herzen den Himmel und die Engel bewegen kann. Heute benutzen wir alle das Internet. So bitten wir, dass jeder, der etwas schreiben kann, an die Politiker, an die Verantwortlichen, an irgendwelche Persönlichkeiten, dass sie Druck auf die ägyptische Regierung und das ägyptische Militär ausüben, damit das Land eine Zivilregierung bekommt, die das Recht allen Bürgern gewährt. Die dritte Sache ist, es gibt viele Verwundete und viele Verletzte in dieser letzten Revolution, und jeder, der da helfen kann, möchte uns bitte kontaktieren. Entweder man kann jemanden hierher bringen zur Behandlung oder auf das geöffnete Konto spenden, dass wir die Kosten der Behandlung dieser Personen decken, oder auf irgendwelche Art und Weise, dass man diesen Verwundeten und Verletzten helfen kann, oder auch den Familien, deren Väter oder die immer das Geld verdient haben und in dieser Revolution gestorben sind, dass man diesen Familien helfen kann, dass sie überleben können. Ich lade Sie alle ein zu unserer Kirche, St. Marienkirche im Pöllenweg 52 am 12. November um 15 Uhr für das 6-Wochen-Amt der Märtyrer, die in dieser Revolution ermordet wurden. Danke Ihnen und gehen Sie in Frieden. آمين آمين بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. Gehen Sie mit Friedensgott und Frieden Gott mit euch.